Es geht, Leute, Vlog geht direkt weiter. 9:50 Uhr, gestern die Session gegen 3:30 Uhr oder so beendet, um 4 Uhr zu Hause gewesen. Also wieder so 4-5 Stunden Schlaf, aber ich fühle mich fit. Die Kids sind schon wach, also jetzt erstmal den Morgen schön genießen, erstmal mit den Kindern Zeit verbringen, frühstücken, vielleicht nochmal ins Wasser eine Runde und wenn die dann nachher ein Mittagsschäfchen machen, dann bin ich wieder online auf Coinpoker, ein bisschen Cashgame grinden. Frühstück schön verputzt, Leute. Spiegeleier mit Toast, fast jeden Morgen dasselbe. Und mir fällt gerade ein, gestern gab es eine kurze Diskussion am Tisch, von wegen, wieso ich nie choppe. Also choppen ist, wenn alle rumfolden zu den Blinds, dann kann man die Blinds einfach zurückziehen und der Dealer verteilt dann neue Karten und das Spiel geht einfach weiter. Die Amis machen das meist, damit die Action halt einfach schneller vorangeht und wegen dem Rake. Aber ich persönlich choppe nie, denn ich sitze sowieso meistens mit schwachen Spielern dann am Tisch und im Big Blind darf man sowieso die meisten Hände defenden, also da kriegt man die meiste Action, mehr als in allen anderen Positionen, also warum da nicht einfach auch spielen. Aber ja, wie gesagt, gestern hatten wir einen am Tisch, der sich da total darüber aufgeregt hat, wieso ich nicht choppe. Also bevor die Diskussion losging, eine Hand vorher oder so, hat der einen schlechten Call gemacht und hat da irgendwie so 600-700 verloren in der Hand. Und dann fängt die Diskussion an und 5 Minuten später choppt er dann im Small Blind gegen Big Blind Asse gegen den größten Fisch am Tisch. Da muss ich natürlich lachen. Ja, wenn man da mal im Brand ist oder so und sowieso einen Fisch am Tisch hat, also der neben einem sitzt, dann macht es meiner Meinung nach Choppen auf gar keinen Fall Sinn. Wenn ihr in der Stadt seid, dann lasst euch nichts von den Amis erzählen. Niemals choppen, Leute. Nehmt den Amis die Kohle aus den Taschen. Chocolate. Who wants to say hi to Onkel Fabi? No? Mega geilen Nap gehabt, Leute. Kids sind auch gerade erst vom Mittagsschläfchen aufgewacht und frisch geduscht, fresh and clean. Jetzt eine Online-Session, dann geht es zum Strip auch schon. Wir haben schon fast 4 Uhr. Also ich spiele jetzt eine Stunde oder 1,5 online und dann geht es auch schon wieder los. Jetzt erstmal kurze Pause, es gibt Tacos. Session habe ich mit einem Minus von $35. Wir spielen NL 50, weil kein NL 100 läuft und NL 200 waren die short, also 3 Mann oder so sitzen da nur. Also NL 50 und ich war die ganze Zeit plus und dann jetzt gerade in der letzten Hand, wo meine Frau gerade gesagt hat, Tacos sind fertig, habe ich Aster bekommen und verliere da gegen Buben. Der floppt voll aus. Aber ja, die Games sind ziemlich gut, also jetzt erstmal essen und dann wird wahrscheinlich weitergespielt. Baby Shark, do 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 do. Hello, Nojan for 25 please. 25, what's your name? Nojan, N-O-J-A-N. You got it, Nohan. Thank you. You're welcome. Well, everybody else knows my name as Nojan. The only guy who doesn't picks up the phone right now. Ich habe leider doch keine zweite Session mehr geschafft online. Mache mich jetzt aber auf den Weg zum Aria und ich spiele mit einer Runde 2-5. Vielleicht können wir, also falls wir nochmal Karten tot sind und mein Tisch langweilig ist oder so, dann spiele ich nochmal so ein kleines Turnier auf Coinpoker. Vielleicht kriegen wir die Verluste online da dann wieder rein. Aber das ist erstmal egal. 2,5 im Aria ist wichtiger. Shoutout an Ani der Barber, der mir Hoodies zukommen lassen hat. Das ist ein toter Mexikaner auf dem Rücken. Ziemlich coole Klamotten hat er da. Könnt ihr mal supporten.
Sloppy Sailor. Link packe ich unten mit in die Beschreibung. Danke nochmal, Andi. Mega coole Hoodies. So Leute, ab Richtung Aria. Ist jetzt immer Minus für Tag 2, aber overall sind wir ja Plus für die Woche. Mal gucken, was heute noch so warum. Geile Maschine, Leute. Ich muss sagen, also ich grinde zwar jeden Tag, aber ich fühle mich nicht jeden Tag fit. Heute, obwohl ich ausgeschlafen habe, bin ich ein bisschen platt. Aber auch an Tagen, wo ich mich nicht so gut fühle, komme ich und ja, mal gucken. Ich werde wahrscheinlich nur eine kurze Session spielen. Wir haben jetzt 8 Uhr. Ich versuche mal bis 12. Dann gucken, wie ich mich fühle. Wenn ich noch fit bin und mein Tisch gut ist, dann vielleicht noch verlängern bis 1 oder 2. Aber bis 12 sollte erstmal ausreichen. Muss noch mal gucken, muss noch mal zusehen, dass ich ein bisschen Schlaf reinkriege, damit wir dann zum Wochenende hin auf jeden Fall noch Hardcore grinden können. Fabi der Grinder auch schon am Start, Leute. Ist ja am Telefon. Macht die Business Deals Unfug auf. Session im Aria mit einem Plus von $620 beendet. 5 Stunden und 26 Minuten gespielt. Wir haben jetzt 1:34 Uhr. Ja, Session war eigentlich ganz lustig. Ich war am Anfang 500 down, habe mit Ass, einen 3-Bet mit Ass 9 suited gecallt in Position. Ich open raise Ass 9 suited, Small Blind re-raised 55 und Big Blind called, ich calle auch. Und floppe Flush Draw, kommt Queen High runter. Er bettet Flop on Turn und Check am River. Und er gewinnt die Hand mit Ass König, hat Ass hoch. Ich habe das meiste aber wieder zurückgekriegt, gegen dieselbe Person sogar. Hands and Bands schnell. Also es ist die gleiche Person, gegen den wir eben verloren haben. Also es gibt 3 Limper. Ich raise im Cutoff mit 10-9 suited auf 30. Er sitzt im Button, raised auf 100, alle folden und ich call die 100. Flop kommt runter 9, 5, 4, 2 Diamonds, ein Herz. Also ich habe 10, 9 in Herz. Ich check calle da 70. Dann geht Turn, Check. Also Turn kommt irgendwie, ich glaube noch eine 4 oder eine 5. Und noch ein Diamond. Turn geht auf jeden Fall Check. River kommt jetzt eine 2 in Diamonds, also liegen da 4 Diamonds. Ich check, er bettet $125. Ich call die $125 und er zeigt Ass König off, aber beide schwarz. Also habe ich da mit 10-9 den Pot gewonnen. Und ab da ging es dann eigentlich wieder bergauf. Gab aber irgendwie keine interessante Hand, wo ich jetzt sagen könnte, die muss ich im Vlog erzählen. Habe dann noch ein kleines Turnier gespielt für $10 und da einen 4. Platz gemacht und da nochmal $30 geschnappt. Also sind wir online nur noch $5 minus. Heute die Session auf jeden Fall ein bisschen früher beendet. Kann ich nochmal eine Stunde oder so mehr schlafen. Also Leute, morgen geht es direkt weiter. Hoffe, euch gefällt diese kleine Reihe hier. Eine Woche durchgrinden. Ja, so bekommt ihr halt einen besseren Einblick, wie das so läuft als Pokerspieler hier in Vegas. Wenn ihr Bock darauf habt und wenn euch die Videos gefallen, dann nicht vergessen liken, kommentieren und wenn ihr noch nicht habt, dann auf jeden Fall auch abonnieren. Peace.